Voor den Himmel, wir kommen waren verdienen. Wir sind dankbar, deine Kinder zu sein. Wir sind dankbar, dass dein Wort lebendig ist, wo wir uns an erfreien können und wo wir uns an abbühen können und wo wir uns an sich motor sprechen und wo das lernen dat. En vooral ook van jou, want ik wil dein Wort mitteilen, mocht du durch mich reden. Dat het wat kan een Segen zijn en dat we worden kan ook dat wat we geleerd hebben van dein Wort in ons leven, in onze wandel bewijzen. En dat du wirst die eer krijgen van dat wat we leven doen. Vader, we zijn zo dankbaar voor den Weg, den du uitgemerkt hast, den du op je eerd komt en uitmerkt lässt, damit dat we kunnen geraad zijn. En Vader, we weten dat du ist ein Enemy, der uns immer weiter versucht, davon aufzuholen und uns versucht zu stehlen. Bevor wir weten dat deine Kraft ist allmächtig und wenn wir die lebendig in uns haben, dann können wir uns dort freuen, was du getan hast und wir dürfen nicht fokussen an die Dinge, was uns durchrichten. Und Vater, da sind wir dankbar für. Vater, wir beten auch, dass dein Wort wird lebendig in uns anzuwenden sein. In Jesus' Namen. Amen. Gut. Viermal als ich rede, dann rede ich in erste Part von der Bergpredigt. Und ich weiß nicht, wer alle von Ihnen was sein hier war und wer nicht, das ist nicht wichtig. Aber dann direkt die Seligpreisungen dort Part übergehen. Und von der und Jan hat mich von du bloß wieder zu gehen. Wenn wir uns nennen lassen, dass die Menschen, die der Top gekommen wären, die hatten Wort, wo sie noch kamen. Da waren viele Menschen, die sagten, die kamen von Galiläa und von 10 Städten rum Jerusalem, die kamen, um Jesus anzuhören. Das sagt, da waren viele Menschen, die kamen, um Jesus anzuhören. Jesus, die Menschen alle sagen das, und dann sagt es in Matthäus 4, Vers 1, dass Jesus kijkt sich das alles an, und dann wordt zijn ze daar in kap te gaan, deze lied, der fehlt eine Message. Der fehlt was zu lernen. Und das erste, was er lernen, das sagt, freut jünd, wann je jässlich arm sind. Und so geht er wieder, freut jünd, wann diese Dinge durch sind. Freut jünd, wann jünd verfolgt worden, und all diese Dinge. Er nannte du ab. Das ist, wir sollen uns freuen, wann Dinge auch nicht so sein, dass uns Fleisch dort würde interessieren. Aber dann in Vers 13 in Matthäus 5, du kijkt nur die Menschen und vielleicht besonders nur die Jünger und dann sagt die sind das Salz für diese Erde. Er sagt nicht, wenn ihr schwören so und so viel gelehrt haben, dann wird es zu sein, dass die das Salz sind auf diese Erde. Weil er sagt, die sind das Salz auf die Erde. Und wenn wir wieder lesen, da sind mehrere Mal, wo Jesus sagt, dass die haben Dinge so und so gelehrt, dann sagt er, aber ich sei jünd anders. Und das sagt er so, aber nur denken, dass wenn er sagt, dass ich sei jünd anders, oder ich sei jünd so, dann, dass er nicht dort, was sie gehört haben, zu nichts merken, aber er dort anfühlen und direkt dort um Hort und sagt, dass dort eine Einstellung von Hort soll sein und nicht so sehr dort, wo sie sich formen, von Böten zu beweisen, wer sie sind. Er fühlt das Hort an und dort ist, was er lernen will. Er bringt die ganze Sache nur an, dass es von Bern ist, das soll von Bern rauskommen, dort, was wir leben tun, und nicht so sehr, dass wir bloß ein formal Ding haben, wo wir nur leben tun. Er sagt, die haben gehört, aber ich sage ihnen so. Und da wollen wir noch wieder nennen. Aber hier sagt er, die sind das Salz auf diese Erde. Und so, wir alle wissen, wenn wir an denken, dass Eten ohne Salz, das schmeckt uns nicht schön. Das gleich wie nicht. Eten, wenn du nicht Salz magst, dann ist uns das schärlich. Es schmeckt nicht so, als das soll. Wir alle wissen, dass, wenn wir einen schönen Brot haben, oder eine schöne Suppe haben, wenn wir nicht Salz machen, dann wird wir bloß weniger eten. Es wird bloß nicht so reich schmecken. Da braucht das Salz, das Geschmack dabei bringt. Jesus sagt, dass wir sind dort für die Erde. Wir sind dort, wenn wir woran sind, dann soll das so sein, als Salz im Eten. Und Salz im Eten ist das
nicht sehr untreu. Und so, wenn wir nicht das Salz sind, nicht das Salz in uns haben, dann sind wir die, die unangenehm sind. Und Jesus sagt, dass die sind das Salz auf ihr. Er sagt nicht, die wollen das wollen, oder wenn ihr so und so viel gelehrt habt, dann auf einmal, dann wo ich kein Salz sein auf diese ihr. Er sagt, die sind. Und mit dort, er hat gelehrt, dass sie sollen glücklich sein. Sie sollen sich freuen für die Dinge, was sie hier auf diese Erde beleben. Wenn sie anwollen, dass sie jährlich arm sind, dann sagt er, dass Freude tun. Und all diese Dinge, was er da abnahm. Aber hier sagt er, die sind das Salz. Und dann sagt er wieder, wenn aber das Salz den Geschmack verlässt, wer kann dort wahres Salz nicht mehr? Dort ist dann zu nichts zu brücken, die kann dort bloß noch Utschäden und von Menschen verklingen lassen. So, wenn Salz nicht dort das, wo dort gemerkt ist, dann haupt das nicht. Das ist ein unnutzbares Ding dann. Er sagt, das wird gehen, auf den Feldstich zu strähen, dann können sie da gehen, das wird nicht hindern. Aber das haupt nicht. Und so er sagt, dass wenn Salz nicht dort Rüt bringt, wo es soll, dann ist das nutzlos. Und so, Jesus sagt, dass wir sind das Salz. So, wo können wir das Salz Rüt bringen? Oder wo ist es, wenn wir Salz haben? Ich habe hier zwei Dinge. Und wer von Ihnen kann sagen, wo Salz ist und wo das ist? Von dort probably, wo ihr nicht sein kann. Eins, wenn wir da würden, sie fangen an ducken in den Müll, dann würden wir einmal, oh, das ist Salz. Das andere, da würden wir einmal, oh, das ist ganz, das wird. Dann ganz verschiedener Geschmack. Und so, wenn Jesus sagt, dass eigentlich wir sind das Salz auf dieser Erde, das meint, das bringt den Geschmack vorbei. Wenn das nicht dort ist, dann ist es eine Anschmiererie. Wenn wir würden ein von diesen nehmen, ein das Salz, und wir würden uns aber verfolgen, wir würden das andere nehmen, wir würden uns wollen ein scheiner Brot merken, wir würden dort den entscheiden und nicht wieder schmecken, das Eten reinmerken, auf den Dash springen, dort würde auf den Dash sein, dann würde einmal das Lepel wird bei Müll kommen, und wir sagen, oh, something is wrong. Hier ist was nicht recht. Hier ist was nicht so ist, als das soll sein. So, Jesus sagt, dass eigentlich sind das Salz hier auf dieser Erde, wenn eigentlich wo sind, wo Menschen taub sind, das soll antworten sein, das soll ein Flavor, und das soll ein scheiner Geschmack beitragen für die Versammlung, wo wir dann sind, oder für die Menschen, wo wir dann mit taub sind. So, wenn ich an denke, dass wir sollen das Salz sein, was einen scheinen Geschmack bringt, und wir beleben Dinge, was in uns Leben sehr schwer merken, oder uns das schwer ist, wir haben Dinge mit zu kämpfen, und wir rollen uns dabei, und reden den bei anderen Menschen, was der dort. Gibt das auch ein scheiner antragender Flavor von uns zu tun, oder wird es dann doelbrechend sein, oder amaglich sein? Ich glaube, wir alle wissen dort, wenn wir in China broden oder in Asalo, du fähnst Salz eben tun und dann, wenn das ist gut ist, das schmeckt uns bloß sehr schön. Aber wenn wir da würden Zucker überstreuen, wo würde uns das dann schmecken? Da würden wir gut sagen, oh, Zucker, dort gehört auf eine andere Stelle als an das. Dort gehört er nicht mal. Dort ist nicht rar. Und so, Jesus sagt, die sind das Salz für diese Erde. Nicht, dass die wollen das wollen. Er sagt, die sind dort. Und so, wenn ich an denke, an das, was Herr Luther noch alle lehren, und hier sagt er, die sind das Salz, dann wundere ich, wo die Jünger dort, oder wo die Menschen dort haben können annehmen. Wo die dort haben getan, wenn Jesus ihnen das gelehrt hat. Und ich glaube, heute dort mit so einer Wied und mit so einer Leib, dort sei sich antragend fühlen. Heute wird dort Salz, und mit dort, was er sagt, dort mögt Sens, dort stemmt taub, dort büht ab, dort halt. Und dort sagt er, dort was wir sollen sein. So, er hat ihnen gesagt, dass da wollen schwere Tiden sein, die wollen nur Stunden verfallen, aber er sagt, du wenn sieht man Frau, wenn sie Leben dort
bezig nicht an dort, was hier auf dieser Erde ranjünt ist, oder mit, wo ihr mit zu tun habt. Jün Leben bezig mit dort, was Gott im Himmel getan hat. Und dort, wo wir uns anholen sollen. Und so dort soll hier auf dieser Erde rutschen. Nicht dort, was wir hier auf dieser Erde durchgehen, aber dort, was wir gekriegt haben von Gott. Dort merkt ein schöner Geschmack. Wenn wir denken an uns Fleisch, und mit wo uns Fleisch manchmal gesonnen ist, und wo wir denken da manchmal, wir catchen uns auf einmal auf eine Stelle, dass wir denken so aus der Welt. Dann macht auf einmal klar, hier so kann ich nicht nur meine Gedanken lassen gehen. Hier kann ich nicht meine Gedanken taglassen, ich muss die festgreifen, so es in 2. Korinther 10 sein wird. Ich muss da was mit tun. Und so, das Salz ist ein sehr wichtiges Part, der das Eten scheinschmecken merken, dass der Dinge gut holen, wo Salz abgeschätzt wird, das bleibt das gut. Dass der doch an Schlemms, wenn das Entzündung hat, dass der gut an das Schlemms, das trägt das Schindje der Rüt und das der fein, dass der auch sehr gut Dinge reinmerken. So, du kannst viel mehr Dinge abgenannt sein, wo das Salz sehr gut ist. Und Jesus sagt, dort kriegt, wer ihr sollen sein. Dann nur dort, wo Jesus auf diese Erde kam und wo diese Menschen alle nach Jesus kamen, dort sagt er heilt die Kranke, die Lume, die Blinde, die wat alle Sorten Krankheiten werden Jesus gebracht und er heilt die. Er wird ein Salz, was gesund merken wird. Er wird ein Salz, wo Menschen ein gutes Genoten von haben können. Und dann sagt Jesus, das ist, wer je sind. Nicht sollen sein, das ist, wer je sind. Und so dort, wenn wir bloß an die Vers allein denken, dann wir können uns sehr viel lernen bloß an, wo wir dort am Dash haben. Salz das steht da. Und wenn das nicht ganz reich macht, dann dürfen wir Salz machen und dann gibt das reichte Geschmack. Wir können sehr viele Dinge lernen, wenn wir uns selbst beobachten, dann, wo wir das Gleiche an uns eten. So, und wenn wir davon lernen, wo wir können sein, zu anderen Menschen, dass sie das waren Gleichen, wenn wir ran sind. Das, wo wir uns sollen lernen und üben. Und dann sagt Jesus, das nächste, in 14. Vers, die sind dort Licht. Er sagt, nicht wahr, ich will ihn lernen, na, wenn ihr so und so viel gelehrt habt, dann will ihr gut genug sein, und dann will ihr ein Licht sein. Er sagt, ihr seid ein Licht. Er hat die Jünger noch nicht lange bei sich gehört, die Menschen sind noch nicht lange durchgewesen. Und dann sagt er, ihr seid ein Licht. Und dann sagt er, dass allmählich eine Stadt zu verstärken, der auf dem Bäuer liegt. Kein Mensch steckt eine Lampe an und bestellt sie in ihren Armen, der wird doch auf eine Lampenhülle gestellt, dass du vor allem im Haus Licht ist. So ein Licht habe ich nicht zum Unterdei. Ich brauche mir ein Licht mit. Jesus sagt, das ist, wer ihr seid. Und das scheint ein bisschen Abend. Und dann sagt das Licht beobachten, und dachte an, dass Jesus sagt, dass die sind das Licht. Und dann checkte ich, wo sei er das dachten das. Ja, das zu sagen, dass du ein Licht ist. Aber wie viel Licht gibt dort? Wenn es wo ganz wo düster sind, probably würden wir können sagen, oh ja, das Licht, du hast in der Ark ist ein Licht. Aber wir würden bei sie dran nicht viel sagen können. Jesus sagt, die sind das Licht. Für was? Für diese Welt. Und wir wissen, dass die Welt die lebt in Düsteren. Die Welt die lebt in Dunkelheit. Durch viel Licht, das zu sein ist. Und so, und dann ich und du, wir sind angestellt, das Licht zu sein. Nicht bloß angestellt, aber Gott hat sich uns angenommen. Und weil Gott an uns leben hat, sind wir das Licht mit Wort. Wenn wir wollen wieder lesen, in der 16. Vers, du kannst wieder hören, wo wir ein Wort von dem Weg in du kann, das Licht sein, das sagt, so lut auch jün Licht
für die Menschen schien, dass die jene gute Worte sein und jene Vater im Himmel dürfen loben. So wird es Jesus sein Ziel, dass eigentlich ein Licht sind, dass Gott wird geirrt wird. Dass Menschen wollen sein, dass sie Hand und sehen von dem, was eigentlich sind. Sie wollen nicht feiern, dass eigentlich entnutzen da. Sie wollen immer dort feiern, wenn eigentlich rankommt, dann fühlt sich dort gesehen. Und dort ist something, wo eigentlich immer wollen kann und practicen, immer wollen kann und lernen. Dass Menschen, die wollen dort sein, dass wir sind ehrlich, wir sind rein, wir sind mit offenen Händen. Wir sind immer so, dass sie ein Sehen kriegen. Gott segnet uns auch. Aber wir sind so, dass der nächste Wort ein Sehen kriegen. Wovon? Dann wollen die Gott loben dafür. Und Gott will, dass dort Leben, was du hier bei ihr hast, dort soll du zu tun, dass Gott im Himmel gelobt und gepriesen wird. Und dort wird von den Menschen, die noch nicht zu Gott sein Fall gehört. Und wo kann das passieren? Nicht anders, als dass ich und du bereit sind, so zu leben, dass der Nächste wird ein Segen durch haben, wo immer ich und du sind. Die wollen sein, dass ich und du, wir sind durch zum Segen. Eine Geschichte, die ich hier beflechten, was mir wertvoll wäre, das sagt, dass du ein Mann, der sagt eine Arbeit und er könnte dich bei Tüßraum nicht Arbeit finden. Und dann wird eine Gelegenheit im Busch zu schaffen, im Wald zu merken. Und dann redet er davon und dann das ein Mann, der hier dort das Mann, den Janker zu fahren, im Busch zu schaffen, sein Brot zu verdienen. Und dann warnt das Mann an, hey, weißt du doch, dass die Gesellschaft, was du im Busch schaffen wirst, das ist nicht eine sehr gute Gesellschaft. Und wenn die wollen ausfinden, dass du ein Christ bist, dann kann die, dass du ein bisschen schlecht gehen. Naja, das kann dann so dort sein. Das Mann, das sagt nicht viel. Aber nur ein Jahr, dann kommt das Trainerhaus und die Familie, seine Umgebung dort zu besiegen. Und dann das Mann wird am Vorher das gesagt auf die Frage dann, und wo haben alle geschafft? Oh, und dann sagt er, sei fein. Haben sie die dann sehr teuer gesagt oder irgendwas? No, reich nicht, haben sie mir angetan. Dann sagt er, die haben das noch nicht mal ausfinden, dass er ein Christ wäre. Und so, hast du dann ein Licht, hast du dann Salz gewasst. Wenn du dort ein Jahr noch nicht ausfinden, dort eine schlechte Gesellschaft ist, und der dort ein Jahr noch nicht ausfinden, dort ich und du ein Christ sind, hast du dann ein Licht? Hast du Salz? Das Mann, der sich prüft, dass er das in ein Jahr noch nicht mal haben können. So, du hast nicht ein Licht, das ein teuer Staub Licht war. Was haupt so ein Licht ist das? Das dacht nicht. Das ist aus ein anderer alles mehr einmal irgendwo eine Art, oder aus ein anderer bleicht aus einer Art. Und so, Jesus sagt hier, dass ich und du sind das Licht für diese Welt. Da fehlt euch ein Licht, wo ein Licht ist. Dort fehlt bloß du, wo dies da ist. Und so, eigentlich, die würden sehr, sehr geneigt sein, nicht nur diese düstere Art zu gehen, wenn es dort zu uncomfortable. Das fühlt sich dir nicht so maglich. Das fühlt sich dir unangenehm. Fehlt uns ein Licht, wo ein Licht ist? Das fehlt gerade durch, wo das unangenehm ist. Wenn es der kann dort nicht sein, du fehlt, was dort dachen wird. Und Jesus sagt, dass du sind dort Licht. Dort der dachen kann. Nicht so, was du so abend dachen wird, als das. Du fehlt ein Licht, was du sehr dachen wird, was von weit auf zu singen ist, dass ein Licht ist. Wir können sehr leicht bloß ein Licht abstellen und dann probieren sie dem zu holen als möglich, dass wir safe sind. Wir denken an uns eigene Safety. Wir denken an, wenn wir dort sein, dann wird uns das nicht so schlecht gehen. Kriegst du es ja ein Mensch im Wald. Es ist das, dann ist das von Bett wieder zu sein. Merkt das einen Unterschied? Das merkt einen Unterschied. Und so, wo kriegen wir dort her, dass uns Licht wird so sehr dachen?
das haben wir hier in der Bibel. Je mehr wir uns an Gott sein Wort arbeiten, je mehr wir uns dabei beschäftigen, je weniger wird uns die Düsternis antasten. Je eher, wo wir reut sind, wo hingehen, wo das Düster ist, in uns Licht dachen lassen, wenn es das Düster kommt, no. Das ist da. Aber so ist es erst wieder Licht der Tag, um so Abend, und dann kann viel mehr Düsternis non, und dich bei uns non, wenn es der Tag muss Abend. Wenn der Friede an Jesus, an uns, wird so ein Leben jetzt ist, und wir uns das so zufrieden tun, dann kann es diese richtig bei uns dort Tag tun. Und das ist, wo wir uns immer weiter am practicen sollen, uns an üben sollen, dass uns Licht dagen wird. Dass es abgefällt ist, dass es nie besser sein wird, dass es schienen wird. Und so, je mehr das schienen wird, je weniger Distrikt kann uns nehmen. So manchmal, also fern als wir irgendwo einen Test beleben machen, oder durchgehen können, soll wir leider sein, dann kommt das drauf, als es immer durch gebeten, wo wir durchgehen, wo viel wir an Gott sein Wort, mit Gott in Gemeinschaft leben tun. Je mehr wir mit Gott in Gemeinschaft leben tun, je weniger wird uns das angegriffen, wenn wir in Temptations geraten oder an schwere Tiden angeraten. So, was ich hier viermal habe, dann los wir die 11. Vers und die 12. Das sagt, Frieden, wann sie gehen, nicht tun, wann sie gehen verfallen, wann sie gehen angegriffen tun, wenn es hier Licht sind. Sagt Jesus, Frieden. Und so, wenn wir das ein Ziel in uns so klar haben, dass wir leben für Jesus und lassen uns Licht dagen, dann auf einmal dann denken wir nicht mehr so sehr, wie schwer wir das haben, wie schlecht uns das gehen kann, was uns alles andauern. Dann checken wir, oh, du fehlt mehr Licht. Wo kann ich mehr Licht geben, dass das Düstere dort verstehen kann? Wir lesen in 1. Johannes, als es in Johannes, dass das Düstere hat, das noch nicht verstehen, was Jesus ab dieser Ehe getan hat. Und so, mir und die haben angestellt, das Düstere, das Licht angegeben, dass das Düstere dort verstehen kann. Vers 17, du sagst Jesus das. Denkt nicht, dass ich gekommen sind, Moses sein Gesetz und da, was die Propheten gelehrt haben, zu nichts zu merken. Ich bin nicht gekommen, dort über sie zu bringen, aber zu erfüllen. Dort, was wir im Alten Bund lesen, dort weiß immer weiter durch, dass Jesus wird kommen, der wird das Licht anstecken, er wird das Salz sein und er wird dort an uns geben, dass wir dort wollen können sein. 18. Vers sagt es, verlot ihr durchab, solange aus Himmel und Erde stehen wollen, wird nicht der kleinste Buchstabe oder der Punkt vom Gesetz gestrickt worden, aber das alle erfüllt ist, was kommen wird. Jesus lehrt das selbst. Er sagt, das wird nicht über Zeit gebracht worden. Erst am Anfang sehe ich all, dass wir haben gelehrt, wir haben gehört, aber ich sage so. Der 19. und 20. Vers wird also eine Antwort sein. 19 sagt, wenn irgendwer das kleinste Gebot abhebt, ein Menschen so lehrt, der wird im Himmelreich aus der geringsten zu stehen kommen. Wer der Geboten aber hält und lehrt, wird groß sein im Himmelreich. Dann sagt er, willst das sei erkühnt. Jesus sagt, wenn jene Gerechtigkeit nicht wird besser sein als der Schriftgelehrte im Pharisäer, wo ihr niemals in das Himmelreich kommt. So hat der den Menschen, was er lehren deuten, hat der angerieben. Er sagt, du hast something nicht recht. Der Licht darf nicht. Der Licht, der soll, das gibt nicht dort, wo das soll geben. Er sagt, denkt nicht, dass ich gekommen bin, dort was Moses lehren, das über sie zu bringen, ich bin gekommen, dort zu erfüllen. Ich sehe auch, dass nicht die bitterste Form einer Kirche ist wichtig, aber dort, was ein Hort ist. Dort ist, was Jesus für sich entdeckt hat. Dort, was wir leben, dann vom Bern kommen. Galater 4, Vers 19 sagt, woran dann das Gesetz?
Dat Gesetz wird boven angegeben, dat wir durch uns sein können, was Sinn ist. Dort ist wozu das Gesetz wird. Jesus sagt, er ist dort nicht gekommen, über sie zu bringen, dass wir nicht mehr sollen sein können, was Sinn ist. Dort wird er bleiben. Dort bleibt es dort. Wir sollen dort sein können, was Sinn ist. Viele Dinge, die im Gesetz werden, die dienen all darauf haben, dass Jesus wird kommen. In Kolosser 2, Vers 17 sagt es, dass wir alles mal Schattenbilder von dort, was noch kommen soll. Die Wirklichkeit ist Christus. Wir können sehr viel lernen, wenn wir das Gesetz lesen, wenn wir die Bibel lesen. Wir können sehr viele Dinge lernen. Und die sagt, die wollen sie sein, die wollen sie bleiben. Jesus wird sie nicht ändern. Und dann in Vers 21 sagt er, beim Gebot nicht dort mehr. Die haben gehört, hier sagt Jesus, die haben gehört, dass in der alten Zeit gesagt wird, du sollst nicht dort merken, wer aber doch dort merkt, was für ihr Recht kommt. Und dann sagt Jesus, ich aber sei jünd. So, er sagt nicht dort, er sagt, die haben gelehrt, was die wollen tun, dann kann ja für ihr Recht kommen. Aber er sagt in Vers 22, ich aber sei jünd, wer sich mit seinem Bruder Dahl ist unschuldig. Er gibt das Wort an. Er gibt die Gedanken an. Wer es du mit sich beschäftigt und ist verdrießlich über seinen Nächsten, er sagt, der ist unschuldig. Und er nennt wieder ab, sagt, der ist unschuldig für das Gerechte kommen. Und wer zu seinem Bruder sagt, du dost nicht, soll für den Rut gestellt werden. Wer zu seinem Bruder sagt, du Darmkap ist in Gefahr, ein halben Viertel kommen. Wenn du im Alter jetzt deine Gabe zu opfern, in die du befällt, dass dein Bruder was je in die haft, dann lut deine Gabe du vor dem Altar legen und go und merk ich Frieden mit deinem Bruder und dann go und bring deine Gabe. Sei dass du mit deinen jenen noch schwind ab dem Wachen Gerecht ab den Reinen kämpfst, dass die nicht den Rechte überjagt und der Rechte, die dann Wachte utleibert und die dann anstoppen lässt. Ich sei dir wahrhaftig, du kämpfst du nicht rüt, bis du das letzte Cent betont hast. Jesus sagt, das hat Einstellung. Wo ich über meinen Bruder denken darf, was ich am Hart habe von meinem Bruder, dort macht mich all verantwortlich. Er sagt, die haben gehört, dass du sollst nicht dort mehr, und das ist Arbeit. Das soll nicht tun. Sagt er, ich aber sei, wenn du schlecht denkst, schlecht redest über den Bruder, dann bist du auch schuldig. Und er sagt, sogar in der Halle geschmissen zu werden, bist du schuldig, wenn du das tust. Er gibt nicht bloß die Form an, er sagt, wo der Hortenseinstellung soll sein. Er versucht zu lernen. Und ich stelle mir an, er sitzt um Boy und kickt so rauf nur die Menschen, alle, die da sitzen und zuhören, und dann sitzt er ihre Einstellungen im Hort, und jetzt sein Hort zurück über ihn und sagt, man, wenn die das verstehen können. Und dann die Jünger setzen dich bei ihm und dann sagt er, die sind das Licht, lehrt ihn. Lehrt ihn, das zu verstehen. Und dort ist auch an uns von dir, dass wir dort so wiedergeben. Jesus lehrt wieder in 27. Vers, sagt er, die haben gehört, dass du zu dir in der alten Zeit gesagt hast, du sollst du sollst die Ehe nicht brechen. Ich aber sei jün, und früh Mensch du rabantje. Er gibt das Wort an. Nicht dort, was bitterlich, körperlich getan wird, aber er sagt das Wort. Wenn die Öl, die verletzt sind, dann rietet es, wenn die Hand, die verursacht sind, dann hakt er auf. Das, was er lernt, aber er sagt, das Hortenseinstellung, wo das soll sein. Und dann sagt er in 31. Vers, du wir auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheiden lässt, soll einen Scheidungsbrief geben. Ich aber sei jün. Nicht scheiden. Das soll nicht sein. Bitte wir ein Ehebruch. Und so, ich will nicht wie gehen. Aber ich aber sei jün. Er hat dort, was ein Hort mitrollen hat in unsere Gedanken. Dort ist, was Jesus lernt, hat, dort muss geändert werden. Nicht dort, was wir von Büten tun, was Menschen sein können. Möchte Gott in alle segnen und dann haben wir dann die Kindergeschichte.